My name is Beverly Suffian, and I want to welcome you to the 9th annual commemoration of the Yortzeit of Sholem Aleichem, presented by the Houston Yiddish Vinkl. Sholem Aleichem wrote the original book that Fiddler on the Roof was based on. He was so loved by the Jewish people that when he died, over 100,000 people came to his funeral. Today's story is a parody on the type of novels that were very popular at that time, the Shund literature that was serialized in the Yiddish newspapers. The Yiddish Vinkel meets weekly on Zoom, and we read and discuss and translate our wonderful Yiddish literature. We welcome our students who join us every week on Zoom from all over the world. The Vinkel also supports our Houston Book Fair and Film Festival, bringing Yiddish writers and films to our ERJCC. A few years ago, Marilyn Hassard, who was the Cultural Arts Director at our ERJCC, approached me and asked if it was true that in his will, Sholem Aleichem asked his readers not to mourn him on his Yortzeit, but instead to read his writing. And so that is how we started this tradition. We want to thank Marilyn Hassard for her encouragement and help in the project. We also want to remember Frida Weiner, who was the mother of Yiddish in Houston, and to thank Susan Gantz, our teacher, who moved to Florida a few years ago. We also want to thank Minna Grauer and Moshe Wolfthal for preparing our weekly classes, and Michael Moore for doing Zoom for our classes and our Dritte Seder and for today's program. A herzlichen Dank to Minna Grauer and Michael Moore who prepared today's program. If you are interested in learning Yiddish, there is a Tuesday morning class on Zoom. Just go to our website, yiddishvinkelhouston.org. The Houston Yiddish Vinkl is especially excited about this wonderful program. The epitaph. Da liegt a Yid, a Posheter. Geschrieben Jiddisch-Deutsch war Weiber. Und von Prostenvolk hat gewähnt, a Humorist, a Schreiber. Das ganze Leben ausgelacht, geschlagen mit der Welt. Die ganze Welt hat gut gemacht und oi weh, gewähnt auf Zures. Und dafke dämmelt, wenn der Eulam hat gelacht, geklatscht und pflegt sich freien, hat gekränkt, das weiß nur Gott, besod, as keiner soll nicht sehen. Sholem Aleichem. On May 17, 1916, the New York Times published the will of Sholem Rabinowitz, Sholem Aleichem, 1859 to 1916, who spent his last years in New York. The Times said it was described as a fine example of the traditional ethical will left in all ages by the great men of Israel. Here are the beginning and the end of its 10 paragraphs. Wherever I may die, let me be buried not among the rich and famous, but among plain Jewish people, the workers, the common folk, so that my tombstone may honor the simple graves around me, and the simple graves honor mine, even as the plain people honored their folk writer in his lifetime. My last wish for my successors and my prayer to my children. Take good care of your mother. Beautify her old age. Sweeten her bitter life. Heal her broken heart. Do not weep for me. On the contrary, remember me with joy, and the main thing, live together in peace. Bear no hatred for each other. Help one another in bad times. Think on occasion of the members of the family. Pity the poor, and when circumstances permit, pay my debts if there be any. Children, bear with honor my hard-earned Jewish name, and may God in heaven sustain you ever. Amen. In addition to detailed instructions to family and friends in regard to burial arrangements and marking his Yortzeit,
Sholem Aleichem told his friends and family to gather, read my will, and also select one of my stories, one of the very merry ones, and recite it in whatever language is most intelligible to you. Let my name be recalled with laughter, he added, or not at all. Euch mein Käfer und der noch der ganze Jahr und später allemal zum Jahrzeit soll mein immer gebliebener einziger Sohn, wie euch mein Adams, ob sie willen, sogar noch mehr Kaddisch. Und ob sie wollen kein Heidisch nicht haben, oder die Zeit wird sie nicht erlauben, oder es wird sein gegen sehr religiöse. Überzugehen, können sie severe sein noch damit, was sie wollen sich zu neu lernen, alle mit die Texte meine und mit die Einigkeit und mit glatt gute Freund und verlehnen die Doseke seines meine und euch glauben am Mainze von meiner Mainzelach, von die Samenfreiliche und verlehnen es in versaler Sprache, es wird sein für sie mehr verständlich. Und soll mein Name der Mann werden von sie besser mit der Gelächter oder gar nicht der Mann werden. And today we are honoring his wish. In Sforim Kleytl. Sholem Aleichem. Erster Teil zwischen Mörder. In der Stadt Livne, wo es auf den Teich Leweike ist einmal halbe Nacht bei a Sterenover Licht gesessen bei sich in reichen Palaz auf a goldenem Stuhl Reb Shmuel Mördermann, der Skontist, mit sein Schutif Reb Raphael Schechtmann, dem Prozentnik, und haben gehalten zwischen sich a Samin Gespräch. Was tut man, Raphael? S'is schlecht. Gib mir ein Eize. Was tut man? Was ist schon, Schmerl? Es hat sich dir wieder einmal verglust Menschenfleisch? Kar jeden hast du ausgekeulet auf dein Leben? Winzig Blut hast du ausgesäugen bei die arme Leitnebbach? Guck ihm an, dem Balrachmunis, dacht mir, du hast nicht so viel Haar im Kopf, wie viel Nefoshes du hast umgebracht, sind ich kenn dich. Schmerl, bring mich nicht rein in Kass und sag mir gleich, was ist dir? Raphael, helf mir, ich bedarf haben deine ein Eize. Ich bin sterblich verliebt. Schmerl, du bist verliebt? Wie kommt es zu dir? Raphael, du wirst nicht aufhören zu lachen? Und nimm ich dich beim Gurgel und mach von dir ein Tell. Scha, lass sein still. Sag mir,
In wem bist du dus so verliebt, Schmerl? Es ist eine ganze Geschichte voll. Ich will dir sie erzählen. Ich hab a Pakjova, a Stubmädel. Lise heißt sie. Wie die Welt ist sie schön. Sie ist a Brunetten mit schwarzer Haar und mit blühen Augen. Und ihr Stimme ist süß wie Zucker. Als sie tut a Kuck, geht mir raus. Und als sie hebt und reden, kann ich einnehmen a Misse Mischone. Wo hast du sie ertappt, Schmerl? Sie ist enorme Jesäume, herumgegangen über die Häuser. Hab ich sie für Rachmonis zugenommen für ein Dienstmädel und hab mich von dem ersten Tag verliebt in ihr mit Sakonis. Schon gute Jahren, als du hast gekonnt haben Rachmonis. Nur in Wuje ist die Manier, bist doch ein Alman. Nehmt men und men hat mit ihr Chassene, gedas Moshe, wie es ruh. Kein Naden bedarfst doch nicht. Dir ist gering zu sagen, wertelig. Rafael, es ist aber a Spore. Als sie will mich nicht. Sie ist gar kein Narr nicht. Was ist die Meise? Es ist a Meise, verstehst du mich? Sie romanziert mit Chaimke, dem Melamedl. Ich bin geworden, als sie romanziert mit ihm, bald ein Jahr. Nu, weißt du nicht, was man tut, Schmerl? Was tut man, Aderaba? Man ruft dem raus auf ein Duel. Bist me Sugar? Sie Chassadeya? Erstens, Toma Chalila, hargit mich. Und zweitens, wird doch die Stutt haben mit mir zu tun. Nein, gib mir ein anderes Rafael. Das Teug auf Kapurus. Nu, Herrje Schmerl, bist doch fort etwas a guter Bruder. Na, Otto hast du a Proschek von jene gute Proschkes, welche mir haben amul eingegeben jenem Poritz, was mir haben gehad auf ihm falsche Wechseln. Verruf Chaimkin dem Melamedl zu sich auf Tee und schiet ihm rein dem Proschek und schlug mit dem Kepores. Bis gerechter voll. Heinz seh ich, als du bist Taka a Jid, a Chochem, a dank dir, du hast mich Mama Schmachaye gewähnt, warum ich bin sterblich verliebt, Mama zum Teut. Zweiter Teil, übergekehrt dem Bilbo. Auf morgen ist Reb Schmerl Merdemann gesessen bei sich im Saal mit Chaimke dem Melamedl und Lisa, das Dienstmädel, hat sie zugetragen auf eine große silberne Tatz 2 Gläser Tee. Trink, Reb Chaim, macht zu ihm Merdemann und rückt ihm zu die Glas Tee und schickt Beschassmeise von dem Arbel etwas weißen Proschek.
Dank Reb Schmerl macht zu ihm Chaimke das Malamedl und will zutragen die Tee zum Mäuel. Öffnet sich plötzlich die Tür und es kommt rein der Prokuror mit 2 Gendarmen und mit der Doktor. Herr Mördermann, ruft sich an der Prokuror und in einer von die 2 Gläser Tee befindet sich Sam. Herr Doktor, probieren Sie die Tee. Teut wie die Wand ist geblieben sitzen Reb Schmerl Merdemann und euch, Chaimke dus Malamedl, hat geguckt, verwundert auf den Prokuror und auf den Doktor. Man hat da gewollt, nur was umgebringen an Nefesh, ruft sich an der Prokuror. Seid sich moide, wer hat das getan? Aha, ich weiß wer, macht Reb Schmerl Merdemann und hab sich auf von dem Bänkel. Das ist Lises Arbeit. Lisa, anu, komm noch her, Lisa. Nicht heut, nicht lebendig, kommt rein das Stubmädel und guckt auf den Ballerboss, auf den Prokuror und auf den Doktor. Was hast du gehabt zu heimen? Macht zu ihr Merdemann mit Kass. Was hast du gewollt haben von sein Leben? Für was kommt ihm zusammen? Nebuchadnezzar, ehrlich Kind, genug, was du hast ihm abgenarrt, geführt bei der Nose, a ganz Jahr Keseder, zugesagt ihm, als du wirst sein seine, und hast gar geromanziert mit Israelik, dem Schneider. Du meinst, ich weiß nicht, ich weiß als Ding. Mörderin, macht zu ihr Chaimke dus Malamedl und hebt auf ihr beide Hände, bist Ärger von einer Schlange, verflucht und verscholten sollst du werden von Gott. Käten, hat Geschrei getan, der Prokuror, und die Gendarmen haben abgetan ließen, sie geschmidt in eiserne Ketten und weggeführt in Ostrogerein. Und Chaimke, das Malamedl, hat sich vergrößt, herzweitig zu neu geschlagen, etliche Kerblech, genommen das Klummikel auf die Plätze und heida in Paris. Dritter Teil. Heimke dem Alamed, Graf Tangol von Paris. Sora Riva, die Kechin, ist gewinn an Aguna von a kleinen Städtel Pakulia. 2 Jahre nach der Gassene hat sie der Mann weggeworfen mit 2 pitzelig Kinder, a Jingel mit a Mädel, Chaimke mit a Leitje, welche gute Leid haben zugenommen zu sich. Und die Aguna Nebuch hat sich gelost von Stadt zu Stadt suchen man, bis sie ist gekommen kein Livne und hat sich gestellt bei a Kirchen bei Reb Schmerl Merdemann, welcher ist gewinn, versteht sich, Taka ihr Mann, und welchen sie hat bald erkennt. Nur sie hat sich gemacht am Warte, weil sie hat nicht gehabt kein Papier. Hat sie weggeschrieben kein Papier zum Rav, a Brief. Soll ihr zuschicken a Papier. Und derweil hat sie Nebuch gemusst schweigen. Stehen Tag wie Nacht beim Oven. Wie groß ist aber gewesen ihr Wunder, als sie hat der Kind in Chaimke, dem Malamedl, ihr Sohn Chaimke, und in Lisa, das Dienstmädel, ihr Tochter Leitje. Und sie hat gar nicht
gekonnt machen. Warum? Der Pakulier Rav hat noch als nicht zugeschickt die Papieren. Wie groß ist aber gewesen Schmerz, als sie ist geworden von dem Unglück, als Heimke Nebuch ist weg in Paris und Tochter Lisa ist versteckt in Ostrog. Volle Tränen hat Nebuch Sarah Riva die unglückliche Kerchen vergossen. Einen ganzen Fonten. Einmal in a schönem Frühmorgen, in etliche Jahr herum, ist sie gesessen auf der Kirchbank und hat gesungen sehr amoralisch Lied mit menornem Nicken. Keinem hat noch auf der Welt als der Unglück nicht getroffen, als der Mann soll wegwerfen und der Sohn soll fliehen kein Paris. Die Tochter soll sitzen in Ostrog und das Weib soll nicht auf Herren zu hoffen. Seine Kerchen bei ihr Mann und trocken sein Caprice. Plötzlich öffnet sich die Tür und es kommt herein in Kirche herein, sehr ein reicher Mann mit einem Sack Ordens und ruft sich an zu Sarah Riva. Ich habe die Ehre, mich vorzustellen, Graf Tarnagel von Paris. Mein Sohn, schreit euch Sarah Riva, die Köchin, und fällt in Ohnmacht. Meine Mutter, meine unglückliche Mutter, schreit euch der Graf Tarnagel und fällt in Ohnmacht. Vierter Teil, wie Bäume auf dem Wasser. Reb Shmerel Merdermann sitzt bei sich im Kabinett mit Rebbe Foyle Scheckmann und man zählt Geld. Schon fertig bei der Affenbase-Eulem alles, Reb Foyle? Nur am mein Vater, heint bei Nacht, Säge 2, nimmt man auf Rischinken Meis und man wascht ihn unter dem Higgengewehr. Sie ist schon a viel greit bei mir in Keschene, am Sirele, euch. Nu, und Edes hast du verstellt? Noch am min Edes, a halbe Stadt wird bei mir gehen schweren, als man hat ihm gesehen, trocken a teuten Mensch für de Fiss. Wird der geben a Million, ist gut, aber nicht wird der bei mir verfeuert werden in Ostrog. Wird der Millionen sein, gehidden, verfeuert? Noch am Minich hidden. Ein Wort? Ben Monas. Plötzlich öffnet sich die Tür und es kommt herein der Gouvernator mit einem ganzen Volk Sacken und Gendarmen. Merdermann und Schechtmann haben a viel gewollt herausspringen durch ein Fenster. Ruft sich an zu sei der Gouvernator, Stop! Und tut der Geschrei, man soll sie bald schmitten in Ketten. Und es tritt heraus der Graf Tarnagel
von Paris und ruft sich an zu Mördermann, besser erloschen. Dass du Mörder, den Sof, was du hast, für alle Mörder, was du hast aufgetan, dein Schutte Schechtmann bis heutigen Tag. Ich hab aufgewiesen, alle eure Ganeves und Geseles und Rezeches. Sag nur, du hast mich erkannt, Sinein? Ich bin Chaimke, das arme Mullah. Was hast mich vernarrt zu sich auf Tee und gewahrt mich zusammen? Du Unmensch, einer. Bekedei, du sollst kennen, Hasne haben mit mein geliebter Lise, welche ich hab nur was herausgenommen von Ostrock. Und steht sie vor deinen Augen. Du Mörder, du Despot, gib uns ab Maseltov, du Tyrann, denn sie ist mein geliebter Kalle. Ich will dich heiraten mit ihr und sie wird tragen den Namen Grafin Tarnegol. Worum mein Name ist heint schon nicht Heimke, nur Graf Tarnegol. Ich bin ungeheuer reich und groß. Aber wie viel Schmerzen habe ich übergetragen, bis ich bin gekommen zu Asa Heucher Madrege. Und wie viele Tränen haben mir beide vergossen. Ich dort in Paris und sie, mein liebe, teure, kalle Lisa Nebbich in Ostrog. Bei die Wörter hat sich Heimke, der Graf Tarnegol, so erwähnt, als der Gubernator hat gemusst abtreten und a Zeit und euch schneiden hinaus. Und a viele, die Kosaken mit die Gendarmen haben sich gewischt die Augen. Nur ein Mördermann und sein Schuttef Schechtmann haben nicht gewähnt. Sie sind gestanden, zugekurvet, eins zum anderen und geguckt in der Erde rein. Der Gubernator hat nur gewollt abgeben, a Befehl, man soll sie wegführen in Ostrog rein. Plötzlich öffnet sich die Kirchtür und es flieht rein Sora Riva die Kirchen. Tut a Pliesk mit die Hand und schreit euch zum ganzen Eulen Gott, du bist gerecht und dein Mischbett ist gerecht. Seid wissen, Rabusheim, als Mördermann, das ist Tacke meiner Mann. Hat mich gemacht für eine Gunne. Und kennt ihr sehen, es sehen mir nur, was angekommen die Papiere von unserer von Pakulie. Und der Tyrann, der Mörder, der Unmensch
hat mich weggeworfen mit 2 Kindern bis Kliatis. A Jingel mit a Mädel. Und das sind sie Tacke. Der Graf Tanegol von Paris. Das ist mein heimlicher Lebenssoller. Und sie, Liesenke, wo es nebig sie ist nicht gesessen in Ostrog. Das ist mein Tochter Leitche. Oh Gott, hat ausgeschrieben, Reb Schmerl Merdermann, nicht mit seinem Kohl, und ist aufgefallen auf sein Schuttef Schechtmann, hat ihm gehabt beim Hals und hat ihm so lang gestickt, bis jener ist gefallen tot. Erschossen soll werden, hat der Gubernator gegeben a Befehl, und 10 Bisken haben rausgelost das Schoss. Und Reb Schmel Mermann ist gefallen tot. Vater, hat ausgeschrien Chaim Getarnego von Paris, nicht mit seinem Kohl. Das hab ich dich getät? Und Lise, bist du heißt das meine eigene Schwester? Oh Gott! Habt das Spieß, steckt sich herein in Herzen und fällt. Mutter, Mutter, Brüder. Reit euch die unglückliche Lise. Habt das Schwert, heulet sich über dem Hals und fällt. Oh. Schreit euch die unglückliche Mutter. Habt das Messer, steckt sich herein in Bauch und fällt. Oh, unglückliche Helden meine, schreit euch der Mechaber von dem Roman. Habt das Werk, schlingt das ein und wird erworben. Oi, unglücklicher Verfasser, schreit euch der Leser von der dossiger, treuriger Geschichte und läuft sich hängen oder trinken. Epilog. Noch adayam konnt ihr sehen in Livke auf den Besalmen a ganze Reihe Quorum. Oben liegt Merdemann, der Skontist, neben ihm Schechtmann, der Prozentnik. A Kegen liegt Sora Riva, die Aguna mit ihren 2 Kindern, Chaimke oder Graf Tanagol von Paris und ihre Tochter Leitche. Bei der Seite liegt der Verfasser von der Geschichte und Tage neben ihm der Leser. Heubrick, August 1899. We hope you have enjoyed the Yiddish Houston Vinkl reading of Sholem Aleichem. Bleibt mir stark und gesund. Bis nächsten Jahr. Wonderful, guys. Really Great. wonderful. Hysterical. The ending is Sehr gut hysterical. gemeint. Great, good, Der good, geht. good. Shekoyach.
Yasher Yeah, koach, very good. Koyach. It was really nice. Yes. Sarah Troy recommends. Oh,